Ja, wir sehen schon, wo es jetzt abgeht. Und zwar ist wieder Zeit für Champions League. Wir sind im Achtelfinale und da treffen wir auf Borussia Dortmund. Da haben wir in der Gruppenphase schon Leverkusen gehabt. Die haben wir jetzt, glaube ich, zweimal weggehauen. Und so soll es auch weitergehen. Pass auf, wir müssen erstmal unsere Grundaufstellung wiederherstellen. Pass auf, und das war so rum. Den Rest haben wir da drin verändern. So, wir spielen weiß, gell? Unser bester Stürmer ist nicht ganz so fit, aber den lassen wir drin hat. Kabay hingegen, der wir aussah. Und dafür dann wir den da her. Xavi Garcia ist fit, ne? Dann haben wir den eine. Ryan Taylor ist auch nicht so in Form. So, wen haben wir denn noch? Share. Florenzin zurzeit auch nicht, ne? Der irgendwie überhaupt nicht in Form. Und Ben Arfa kann man da Maus, oder? Und zur Not da mal Butland da aussehen. Und nehmen einen Fischer mit. Und mit der Aufstellung gehen wir jetzt ins Achtelfinale im Signal Iduna Park. So, also das ist die Aufstellung von Dortmund. Die schauen schon etwas, verändert aus, ne? Und so schaut unsere Aufstellung aus. Also altbekannt, ne? Wir spielen fast in Bestbesetzung. Gut, dann wollen wir schon mal schauen, wie wir uns da schlagen, ne? Wir wollen natürlich, wir spielen auswärts, geht. Ganz wichtig, dass wir Tore schießen. Bittenkurt. So, wir sind schon mal im Ballbesitz. War nix. Und der Schiedsrichter fackelt dann irgendwann, na. Coloccini hat er nicht so gern, ne? Der den Teil da gerne mal gebe Karten aus. Und jetzt hat er schon die erste und ist noch 3 Minuten. Ja, in der Realität hat er Dortmund knapp verloren, ne, im Finale. Und ja, heute glaube ich, lassen wir es aber auch nicht gewinnen. Denn wir wollen ja auch vorwärts kommen. Bittenkurt. Ja, Coloccini geht da Risiko. Hat schon gegeben. Gündogan. Schieber.
Reus mit der Chance. Und Ronaldo. Und die Dortmunder beschießen sich da gegenseitig. Dodo. Es gibt Ecke für uns. Und die macht Fafan. Schieber auf... Ich will gar nicht sehen, wer das war. Schmelzer. Götze. Dembaba. Ja, da wird man mitten durch, hat aber nicht ganz so hingehaut. Haben sie eigentlich nicht nur einen Lewandowski von hat, weil da jetzt im Moment der Schieber spielt. Vielleicht sitzt er auf der Ersatzbank, kann das sein. Schmelzer. Und da ist die Riesenchance gewesen durch Bittencourt. Wenn man das ausspricht. Ronaldo, Freibahn jetzt. Und er macht es wieder nicht. Also so Tore einfach so mal per Solo macht er schon lange nicht mehr. Wenn, dann staubt er hier und da mal ab. Ja, das war das gefällig geworden. Wenn Dembaba den erwischt hätte, dann hätte der Strafraum brennt. Die Livio. Und es gibt jetzt Gelb gegen Dodo. Oder nur nicht ein Reus zu Fall gebraucht. Das kann gefällig werden. Das macht er direkt, oder? Der flankt nicht. Tja, sag ich doch. Und somit führt Dortmund durch den Herrn Götze. Den hätte der Tor eigentlich haben müssen. War die richtige Ecken. Auf jeden Fall laufen wir jetzt noch im Rückstand noch. Ja, sie bleiben dran. Gündogan, Bittencourt, die Livio und Krul. Oh, Schieber Freibahn jetzt. Und er schiebt ihn rechts vorbei. Also aufs Tor können sie schießen, wie sie wollen. Und so oft, wie sie wollen. Ach so, da haben wir einen zu Fall gebracht. Und der wird gerade behandelt. Tut mir irgendwie gar nicht leid.
Aber er kommt unverletzt zurück. Ja, wer steht beim Tor? Zoff, wer ist denn das? Ja, Halbzeit und wir liegen komischerweise ausnahmsweise mal 1-0 zurück. In den letzten Spielen ist es ja meist immer andersrum gewesen. Und wir müssen uns etwas mehr anstrengen. Und ich glaube, Dembaba hat halt keine Zukunft. Den dann mal mehr aus. Und hinten dann mal Coloccini aus. So, also unser Ziel ist, zumindest einen Ausgleich zu schaffen. Den schaffen wir aber nur, wenn wir mehr nach vorn spielen. Und etwas genauer spielen. Ja, der Pass hat schon passt. Oscar. So, es gibt die nächste DGB, ja. War das so tragisch? Naja, kann man drüber diskutieren. Destro. Und unten ist irgendwie Goko, ne? Zumindest Kogeber. Das ist kein Foul. Komischerweise. Fahrfahren. Ja, der Herr Destro läuft immer noch rum. Und es gibt Ecke. Hätte mir gewundert, wenn der irgendwie per Kopf durch Ronaldo ins Tor gekommen wird. Und das war Oscar mit einem missglückten Kopfball. Und es steht immer noch unverändert. 1-0 für Dortmund. Das war 1-2. Gündogan. Reus. Wenn man es genau nimmt, sind sie Spence gar nicht so gut, ne? Das Tor haben sie eigentlich nur per Freistoß geschafft. Ansonsten bringen sie auch nicht viel zusammen. Genauso wie wir. Alter, jetzt trat er ab. Das war die nächste Chance durch Götze, ne? Der hat das 1-0 gemacht. So, Gündogan geht runter, es kommt Lewandowski. Also die wollen da schon gewinnen, ne? Die setzen da nicht irgendwie auf 1-0 gerade. Die wollen da noch nachlegen, glaube ich. Neskens, mal mit Gewalt, bringt der Ecken. Aber ich glaube, wir wechseln jetzt genauso aus. Und ich glaube, wir dann den Herrn Ronaldo außer, weil der passt bei der gar nicht. Und dafür kommt dann mal den mal da oben. Und Sinclair auf links.
Das war schon Sinclair, aber unglücklich. Lewandowski. Weiterboyen auf Destro, den erwischt er. Aber da wird er von zwei Dortmundern zerlegt. Was war das? Foulspiel? Auf jeden Fall geht Reus aus, und es kommt Kehl. Ja, die stehen schon viel mehr hinten drin, gell? Die dann gar nicht mehr so weit nach vorne hat. Die wollten eigentlich nur noch auf Konterchancen. Und uns fehlt irgendwie halt die Durchschlagskraft. Lewandowski. Was war das jetzt? Achso, der tritt der Gelbe wegen Foulspiel an Dodo. Jetzt haben wir nur noch 10 Minuten. Wir sollten noch mal eine Chance ausspielen. Also 100%ige Chance, Money. Das war wieder nix. Ja, man sieht schon, die stehen nur noch hinten, die gehen rollen Maus. Aber gut, jetzt wenn wir 1-0 verlieren, das muss nichts heißen, dass wir schon draußen sind, ne? Wir haben noch ein Rückspiel. Und da werden wir natürlich alles drauf geben, dass wir doch noch weiterkommen. Das gibt Ecke. Die erste für Dortmund. Jetzt muss gerade mal einer rennen. Destro. Da rennt noch einer, Oscar. Jetzt haben wir da in den Mitten von mir. Dodo. Ja, da geht in die Hände von Zoff. Tja, und ich soll immer. So schaut's aus. Jetzt glaube ich, wenn es den Freistoß nicht gegeben hätte, oder wenn der nicht eingegangen war, dann war es 0-0 ausgegangen. Also es waren eigentlich von beiden Seiten eher bescheidene Leistung. Wir haben auch nicht so besonders gespielt. Und Dortmund, wenn man ehrlich ist, auch nicht. Aber wie es ist, sehen wir ja, sie gewinnen 1-0. Und sind im Viertelfinale einen Schritt näher als wir. Aber es gibt noch ein Rückspiel.